Die Autos stehen schon bereit, aber noch geht nichts auf der Bahn der 3 Sessel-Racer. Winter und Schnee haben einiges kaputt gemacht. Die Erde unter der Stallkehre ist abgerutscht. Wir lösen jetzt den Kunstrasen, weil wir da haben wir so richtige Kanten auf die Steilkehre rauf und das ist unangenehm zum Fahren. Und jetzt möchten wir da versuchen, ein wenig Erdreich zum Einbringen, dass das schön raufgefahren ist. Und ja, wir schauen jetzt, dass wir heute fertig werden, weil wir haben schon heiß drauf, dass wir fahren können, weil es einfach der Wind lang nur bei uns ist und da freut sich schon jeder, dass wir wieder fahren können. Ja, das passt jetzt eher so. In Eigenleistung und möglichst günstig haben sie die Bahn erst letztes Jahr gebaut. Christian Höllmüller und die anderen rund 30 Einsteiger in den Mini-Rennsport. Ich helfe halt mit, weil das halt Autobahn ist und wenn man fährt, dann muss man auch mithelfen. Ja, wir haben natürlich auf einem Fußballplatz und haben da jetzt auch lauter Fußballmaterialien abgecycelt. Wir haben einmal einen Kunstrasen, den haben wir uns von einer Firma aus Sachsen besorgt. Wir haben all die Feuerwehrschläuche hergenommen, mit Kies befüllt. Und wir haben auch die alten Tore hergenommen, dass das halt einfach ja, wieder ein zweites Leben kriegt. Denn der Fußballplatz wird nicht mehr gebraucht, seit es eine Spielgemeinschaft mit Neu-Reichenau gibt. Jetzt also die Erfüllung von Kinderträumen für Erwachsene. Die 2 Sprünge vor der Steilkurve hat Jürgen gebaut, den hier alle Gecko nennen. Im Idealfall sollten sie drüber springen und nicht enten einschlagen in den anderen. Es ist halt von Fahrer zu Fahrer immer individuell, wie gut dass er fährt, wie schnell dass er fährt. Und das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Jetzt probieren wir. Risk noch fahren. Jetzt auf Zeiten. So ist es zu einfach. Gehen wir noch 3 Meter rauf. Also weiter auseinanderheben. Neuer Versuch. Voila. Tut das im Herzen weh? Mei, das tut eher im Geldbeutel weh. Irgendwann bricht was und dann repariert man es wieder und dann geht's weiter. Also rutschen sie den Sprung wieder näher zusammen. Aber nicht zu nah, weil Ein bisschen ein fahrerischer Anspruch soll schon da sein. Zur Not, wenn einer sagt, jetzt traue ich mich nicht, dann kann er es ja langsam fahren. Dann kann man ja die 2 Hugeln ausfahren. Aber im Optimalfall gehört der Nervenkitzel einfach dazu. Und ja, man soll jetzt versuchen zum Springen. nächster Versuch. Wieder ein Crash. Das war ein Fahrfehler, klassischer. Verrissen und an Reifen drauf gefahren. Also nochmal. Sprung ist eigentlich ganz gut. Also, ich sag, bei dem Wetter kann man so lassen. Und wenn's Drucker ist, dann springt man ja eher weiter. Also kann man so lassen. Aber dann fängt es an zu hageln. Schluss für heute. Morgen wollen Gecko und Christian das erste Rennen des Jahres starten. Doch am nächsten Tag in der Früh ist die Bahn noch nässer, weil es in der Nacht geregnet hat. Die Kinder dürfen sie testen. Aber für Emilia und Sebastian heißt das noch mehr Fingerspitzengefühl als sonst. Wenn man zulenkt, dann geht das Auto links oder rechts. Und da sollte man halt nicht so richtig einlenken, sondern nur ein wenig. Also man kann nicht einfach akkurat umlenken, sondern man muss mit Gefühl lenken. Und man darf halt auch nicht oben Gas geben, man muss halt auch an die Kurven abbremsen. Da gibt man Gas. Aber eben nicht zu viel. Denn der nasse Kunstrasen ist besonders rutschig. Es hat halt wesentlich weniger Grip, man rutscht viel mehr und dann braucht man halt Reifen mit mehr Profil oder mit richtigen Stollen dran, dass man halt da viel Grip hat und dass man schön in Kurven einfährt. Vergleichbar ist es, wenn die Bahn nass ist, einfach, dass es wie ein Glatteis fast ist. Ja, das ist, weil man einfach, es schäubt über die Vorderachse, das ist wie Glatteis. Also die Regenschlappen aufziehen. Alle Fahrer haben ihren eigenen Platz in der Werkstatt. Sie helfen sich gegenseitig. Aber jeder schwört auf sein Werkzeug, auf seine Tricks. Ich habe mich jetzt für die Schumacher Spiralreifen entschieden, weil
Ja, die haben für Nässe relativ gut. Die haben ein sehr grobes Profil und die krallen sie dann direkt in den Kunstrasen rein. Gecko tüftelt noch an der Aufhängung für eine Kamera, damit er das Rennen aus der Autoperspektive filmen kann. Ja, mir geht es nicht nur ums Fahren allein, mir geht es auch ums Schrauben. Ich baue auch gerne mein Auto zusammen. Und es ist auch, wenn Vereinskollegen kommen, ich lege einen Stecker um oder mache ein Differential oder sonst was. Ich schraube einfach auch gern. Es gibt einfach auch Modelle, da, wo es keine Ersatzteile mehr gibt, wie Dämpferbruch oder sowas, dann musst du etwas einfallen lassen. Aber jetzt stehen die Freunde und Konkurrenten im Fahrerstand und wollen nur eins. Einfach fahren und richtig scheiß rennen, dass man Duelle hat. Der eine überholt den anderen, dann überholt wieder zurück. Und das ist eigentlich das Spannende und das Schöne daran. Ja, in gewisser Weise ist eigentlich auch ein wenig Adrenalin mit dabei. Es ist klar, weil es ist ja ein Wettkampf. Das Dümmste, was passieren kann? Dann wir zum Beispiel zusammenfahren, dass man irgendwo beim Springen das Auto kaputt geht. Also das ist das Schlimmste. 10 Runden sind ausgemacht. Gutes Rennen, gell? Auf ein Vers. Das grüne Auto gehört Gecko, das gelbe Christian. Auf die Plätze, fertig, los! Aus der Pole Position gleich auf 80 Sachen auf der ersten Geraden. Dann der erste Sprung. Voll in die Bande. Voilà. Gecko geht in Führung. Christian macht Druck. Ja. Jetzt hat sie gleich Gecko. Oder auch nicht. Danke mich. Streckenposten stehen da, wo sich häufiger Autos aufs Dach legen. Entschuldigung. Mit der Reifen mal nichts mehr zusammen. Gecko übernimmt die Führung, hart bedrängt. Christian überholt. Also meine Reifen waren super. Einfahrt in die Zielgerade. Gecko muss Christian ziehen lassen und der gewinnt. Es war knappes Rennen, Bin zufrieden damit. viele Duelle und also ein Duell auf Augenhöhe, sagen wir es so. Und es ist nichts kaputt gegangen. Jetzt ist die Bahn endlich frei für alle anderen 3 Sessel-Racer. Wenn sie genug trainiert haben, wollen sie offizielle Rennen beim Deutschen Minicar-Club mitfahren. Dafür haben sie in Lackenhäuser seit kurzem sogar eine nagelneue Zeitmessanlage.